SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Dienstag, der 18. August, das sind unsere Schauplätze. Russland, wo der Logistikkonzern Wildberries für weite Teile der Bevölkerung unverzichtbar geworden ist und auch deshalb in den Fokus des ukrainischen Militärs gerät. Myanmar, wo das Regime darum bemüht ist, seine internationalen Beziehungen nach dem Putsch von 2021 zu normalisieren. Keine einfache Angelegenheit, während im Land Krieg herrscht. Dann der Großgrundkanal im Oberwallis, wo die Lonza bis in die 70er Jahre giftiges Quecksilber entsorgte. Nun endet die jahrelange Sanierung der Böden. Und die Schweizer Alpen und die Savannen Ugandas, wo Hirtinnen und Hirten mit zum Teil sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, zum Beispiel mit dem Mangel an Fachkräften. Bei einem russischen Raketenangriff sind letzte Nacht im Nordosten der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 10 Menschen getötet worden und die Ukraine hat Moskau mit hunderten Drohnen angegriffen. Viele davon wurden bereits auf dem Weg, weitere dann im Raum Moskau von der russischen Luftverteidigung zerstört. Einige aber trafen ihre Ziele, unter anderem, wie fast täglich in den letzten Wochen, Lagerhäuser des russischen Logistikunternehmens Wildberries. Warum ist dieser Konzern derzeit im Zentrum der ukrainischen Angriffsbemühungen? Darüber habe ich mit unserem Russland-Korrespondenten Callum McKenzie gesprochen. Erste Frage: Was für ein Unternehmen ist Wildberries überhaupt? Wildberries wird oft das russische Amazon genannt. Es ist aber auch mit Schweizer Unternehmen wie Ricardo oder Tutti.ch vergleichbar. Es ist eine Internetplattform, auf der Detailhändler, aber auch Privatpersonen Waren zum Verkauf anbieten können. Wildberries übernimmt dann die Lieferung an die Käufer, entweder direkt zu diesen nach Hause oder an einen der tausenden Wildberries-Abholpunkte in ganz Russland. Und welche Rolle spielt das Unternehmen für die russische Bevölkerung? Wildberries ist in der russischen Wirtschaft und Gesellschaft sehr wichtig geworden. Das Unternehmen deckt 1/10 des gesamten Detailhandels in Russland ab, weil es sozusagen Warenhaus, Online-Marktplatz und Post in einem ist. In abgelegenen oder abgehängten Regionen, wo physische Geschäfte einen schweren Stand haben, hat Wildberries diese in weiten Teilen ersetzt. Aber auch in Moskau ist das Unternehmen fixer Bestandteil des Alltags. In jedem Stadtteil hat es eine Handvoll Abholpunkte und ich sehe oft so gegen Feierabend Schlangen vor diesen Filialen von Menschen, die auf dem Weg nach Hause noch die Artikel abholen, die sie bestellt haben. Also das ist wichtig für viele in Russland, Wildberries, aber trotzdem die Frage, warum sind die Lagerhäuser eines Logistikkonzerns im Fokus des ukrainischen Militärs? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt, Wildberries vertreibe auch militärisch relevante Waren und das ist nicht falsch. Vor allem zu Beginn des Kriegs hatte das russische Militär Schwierigkeiten, seine Soldaten angemessen auszurüsten und Angehörige der Kämpfer kauften die gebrauchten Schutzwesten oder Nachtsichtgeräte dann online. Auf der Wildberries-Webseite gab es eine Zeit lang eine Rubrik mit dem Namen Alles für die Spezialoperation, aber letztlich war das nur ein sehr kleiner Teil des Geschäfts von Wildberries. Das Unternehmen ist für die russische Militärlogistik nicht so relevant. Es ist also eher ein ziviles Ziel, was Zelensky nicht gerne zugibt. Aber andere ukrainische Regierungsvertreter sagen offen, dass es bei dieser Angriffskampagne um etwas anderes geht, nämlich darum, der russischen Wirtschaft zu schaden. Der russischen Wirtschaft schaden, trotzdem, man greift einfach ein einzelnes Unternehmen an. Wie fällt denn das auf die Führung im Kreml zurück? Wildberries mag zwar ein einzelnes Unternehmen sein, aber der Schaden, den die Ukraine anrichtet, hat eine große Tragweite. Das hat damit zu tun, dass Wildberries zu einem der wichtigsten Kanäle für den Vertrieb von sanktionierten Waren, also Schmuggelware, geworden ist.
Und das hat es dem Unternehmen erlaubt, massiv zu expandieren. Es hat in den letzten Jahren viele neue Verteilzentren und Lagerhallen gebaut. Für diese Bauprojekte hat es bei diversen Banken Kredite aufgenommen und Stand heute hat Wildberries Schätzungen zufolge Schulden in der Höhe von etwa 13 Milliarden Franken. Und würde das Unternehmen untergehen, würden diese Banken auf den Schulden sitzen bleiben. Und in der Ukraine spricht man deswegen davon, in Russland so eine Bankenkrise auslösen zu können. Ich denke, das ist unwahrscheinlich, aber auch nur, weil der russische Staat wohl mit einem Rettungspaket einspringen müsste. Das würde die russische Wirtschaft zwar nicht zum Einsturz bringen, aber wäre schmerzhaft für den Kreml, zumal das Haushaltsdefizit schon jetzt wächst und wächst. Und diese aktuelle Kampagne, die die Ukraine gegen Wildberries am Laufen hat, was heißt das für jene, die einfach ihre Waren über Wildberries kaufen und verkaufen möchten? Ja, das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Waren, die in den Lagerhallen verbrannt sind. Also den Anbietern wird der Staat auch noch unter die Arme greifen müssen. Aber von diesen Anbietern gibt es in Russland bis zu 700.000. Und der Kreml wird sie nicht alle vollständig entschädigen. Er spart schon jetzt überall, wo er kann, um den Krieg zu finanzieren. Das heißt, die Anbieter müssen ihre Verluste hinnehmen. Für Konsumentinnen und Konsumenten wird auch alles teurer. Die Steuerzahlenden müssten ein mögliches Rettungspaket finanzieren. Also letztlich müssen die einfachen Leute die Last dieser Probleme tragen, die der Krieg ausgelöst hat. Aber so ist es meistens. Das haben wir auch mit den ukrainischen Angriffen auf russische Ölinfrastruktur gesehen. Die haben inzwischen etwas nachgelassen. Aber mit den hohen Benzinpreisen und der Rationierung, damit mussten die einfachen Russinnen und Russen selber klarkommen. Die Informationen von Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Zu den Nachrichten jetzt mit Manuela Bürgermeister. Nach Ablauf der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran sieht es momentan nicht nach baldigen Verhandlungen aus. Das schreibt zumindest US-Präsident Donald Trump auf seiner Internetplattform. Es gebe derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit dem Iran und es seien auch keine geplant. Zudem schreibt Trump, die US-Seeblockade gegen iranische Schiffe gehe weiter und die Straße von Hormuz sei geöffnet. Anders tönte es zuvor aus dem Iran. Für eine Öffnung der Seestraße müssten die USA die Seeblockade auflösen und alle Angriffe auf den Iran beenden, sagten mehrere iranische Politiker. Deutschland will sich besser gegen Drohnen verteidigen können. Die deutsche Regierung hat dafür ein neues Forschungszentrum im Bundesland Sachsen-Anhalt eröffnet. Dort sollen Abwehrmöglichkeiten gegen Drohnen entwickelt werden. Vor 2 Wochen wurde am Flughafen in Leipzig eine Drohne mit Sprengstoff gefunden. Dieser Vorfall zeige, wie dringend es Abwehrmaßnahmen brauche. Das heiße und trockene Wetter der letzten Wochen und Monate hat der Landwirtschaft in vielen europäischen Ländern stark zugesetzt. Nun hat der Bauernverband in Deutschland eine erste Bilanz gezogen, wie sich Hitze und Trockenheit auf die Getreideernte ausgewirkt hat. Der Verband geht von einer gesamten Getreideernte von knapp 42 Millionen Tonnen aus. Das sind 7% weniger als im letzten Jahr. Besonders betroffen seien Winterweizen und Winterraps, aber auch bei Kartoffeln und Zuckerrüben zeichne sich eine unterdurchschnittliche Erntemenge ab. Auch in der Schweiz hinterlässt die Hitzewelle der letzten Wochen und Monate deutliche Spuren. In Basel etwa ist der Rhein deutlich wärmer als sonst. Die Wassertemperatur überschritt in Basel in diesem Sommer viel häufiger als sonst die Grenze von 25 Grad. An bislang 28 Tagen in diesem Jahr sei das Rheinwasser 25 Grad oder wärmer gewesen, meldet das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt. Im Durchschnitt passiere das nur an 1 bis 2 Tagen im Jahr. Die hohen Temperaturen seien vor allem für manche Fischarten ein Problem, etwa für die Bachforelle. Eine Wassertemperatur von über 25 Grad sei für sie lebensbedrohlich, so der Kanton. Im neuen Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU will der Bundesrat auch Instrumente festschreiben, um die Zuwanderung zu steuern. Nun will die Staatspolitische Kommission des Ständerats diese noch ergänzen. Sollte die Zuwanderung in die Schweiz nach Annahme des Vertragspakets zu stark zunehmen, soll für Erwerbstätige aus der EU und auch aus Drittstaaten eine Gebühr fällig werden. Diese Gebühr würde die sogenannte Schutzklausel ergänzen, wie die Parlamentsdienste schreiben.
Betroffen wären unselbstständig Erwerbende, die zur Arbeit in die Schweiz kommen, sowie volljährige Familienangehörige, die mit in die Schweiz ziehen. Und der Bundesrat solle jedes Jahr prüfen, ob er die Schutzklausel aufrufen muss. Das Parlament wird voraussichtlich in der Herbstsession über das EU-Vertragspaket diskutieren. Als erster Kanton der Schweiz testet der Kanton Thurgau Betreibungsregisterauszüge, die fälschungssicher sind. Betreibungsauszüge würden immer wieder gefälscht, schreibt der Kanton. Mithilfe eines QR-Codes sollen zum Beispiel Vermieterinnen und Vermieter künftig prüfen können, ob sie einen echten Auszug erhalten haben. Zu den Börsendaten von 18.09 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.321 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 94,04 Rappen gehandelt, der Dollar zu 81,16 Rappen. Das Wetter heute Abend ist es trotz Wolken vielerorts sonnig. Auch morgen gibt es viel Sonnenschein. Im Süden sind lokale Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei rund 30 Grad. Im Fokus jetzt Myanmar. Die Militärregierung, die sich dort vor 5 Jahren an die Macht geputscht hat, arbeitet derzeit daran, aus der internationalen Isolation zu kommen. Während im Land nach wie vor ein blutiger Krieg tobt, setzt das Regime darauf, sich als legitime zivile Regierung von Myanmar zu präsentieren. Mit einigem Erfolg, wie es scheint. Auf Staatsbesuche in China, Russland und Indien folgte vor kurzem einer in Thailand mit rotem Teppich und militärischen Ehren. Was verspricht sich das Regime von diesen Staatsbesuchen? Das habe ich unseren Südostasien-Korrespondenten Martin Alderwandi in Bangkok gefragt. Es sucht offensichtlich den Anschluss an die internationale Staatengemeinschaft. Jetzt, da man sich als zivile Regierung präsentiert, hofft man auch als solche anerkannt zu werden. Das Regime sucht nach einer Normalisierung der Beziehungen zu den verschiedenen Ländern. Man wirbt auch um Investoren aus dem Ausland. Also man will weg von der internationalen Ächtung hin zu normalen Beziehungen sozusagen. Klar, jetzt kann man sagen, Staaten wie China oder auch Russland, die haben da wenig Skrupel und die gehören ja auch schon länger zu den wichtigen Unterstützern des Regimes. Aber der ehemalige Junta-Chef und der aktuelle Präsident Min Aung Hlaing, der hat nun eben auch Länder wie Indien besucht und zuletzt war er hier auf einem Staatsbesuch in Thailand. Thailand, das Nachbarland von Myanmar. Was hat Thailand davon, die Nähe zum Regime zu suchen? Nun, Thailand ist ein direktes Nachbarland und ist vom Bürgerkrieg in Myanmar, ob es jetzt will oder nicht, direkt betroffen. Thailand hat die längste gemeinsame Grenze zu Myanmar. In Thailand lebt eine große Diaspora, zum einen Menschen, die aus Myanmar geflohen sind nach dem Putsch, aber auch Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die schon vorher hierher gekommen sind. Dann gibt es eine Reihe von Problemen, mit denen Thailand zu tun hat. Im Zusammenhang mit Myanmar denken wir an die grenzübergreifende Kriminalität etwa, auch die Betrugszentren auf der Myanmar-Seite, also in der Grenzregion. Und von der thailändischen Seite heißt es eben dazu, man müsse mit der Regierung auf der anderen Seite sprechen. Dazu kommen Interessen von Thailands Wirtschaft, die Beziehungen zu Myanmar normalisieren will. Und da spielen Menschenrechte oder Menschenrechtsverletzungen keine große Rolle. Also eben, das Regime in Myanmar bemüht sich um Normalisierung. Wie kommt das an in der Region? Also in Thailand zum Beispiel selbst gab es schon viel Kritik an der thailändischen Regierung, an diesem Staatsbesuch. Also dass man einem Mann den roten Teppich ausrollt, der einen Putsch angeführt hat gegen eine gewählte Regierung und das Land ins Chaos gestürzt hat. Wenn wir daran denken, mehrere Millionen Menschen wurden laut der UNO seither vertrieben. Das Militär macht auch vor zivilen Zielen nicht Halt, also mit Bombardierungen von Dörfern, Schulen, auch von Spitälern. Dann auch laut UNO-Berichten schreckt man nicht zurück vor Folter, Mord und Vergewaltigungen. Und dieser kürzliche Besuch von Min Aung Hlaing hier, der war nicht zuletzt für die Menschen aus Myanmar natürlich ein großer Affront. Also sie müssen jetzt in Thailand leben, sind hierhin geflohen und müssen quasi zuschauen, wie der mit seiner Staatskarosse durch Bangkok fährt. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, ASEAN, die Vereinigung südostasiatischer Länder, in der Myanmar zwar Mitglied ist, aber bislang auf Distanz gehalten wurde, weil es eben auch die Forderungen von ASEAN nicht eingegangen ist. Und da
muss sich Thailand eben auch den Vorwurf gefallen lassen, dass es vorgeprescht sei mit diesem Staatsbesuch und Min Aung Hlaing dem Regime Legitimität verleiht und damit andere Staaten auch unter Zugzwang geraten. Es gibt also einige Kritik an diesem Kurs. Gleichzeitig gab es vor kurzem ein offizielles Treffen der ehemaligen de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit einem Vertreter des IKRK. Das erste Lebenszeichen der Friedensnobelpreisträgerin seit mehreren Jahren. Dass das Regime das zugelassen hat, ist das ein Versuch, der Kritik etwas entgegenzusetzen? Ja, so wird das gesehen, aber das Regime kommt eben nicht mehr entgegen, als es absolut muss, also als absolut notwendig, vor allem eben auch vor diesem Staatsbesuch in Thailand. Und diese Bilder, die gingen ja sofort viral. Aung San Suu Kyi wird immer noch von sehr vielen Menschen in Myanmar und natürlich auch in der Diaspora als Ikone gesehen der Demokratie. Sie steht für die Zeit der Öffnung des Landes vor dem Putsch. Und gleichzeitig ist es den meisten aber wirklich bewusst, dass das Regime sie nicht mehr an die Macht kommen lässt. Wie steht es denn um den Rückhalt des Regimes in der Bevölkerung? Der ist sehr gering, also nicht nur bei ethnischen Minderheiten, die ja schon seit langem unter der Regierung litten, mit unterschiedlichem Ausmaß natürlich, wenn wir an die Rohingya denken, die ganz brutal unterdrückt werden und wurden. Aber seit dem Putsch ist eben ein großer Teil der Bevölkerung unzufrieden. Also breite Bevölkerungsschichten sind gegen das Regime. Wer kann, verlässt das Land. Viele haben erst protestiert und sich später dann bewaffneten Widerstandsgruppen angeschlossen. Seit dem Putsch sind große Teile Myanmars in Chaos versunken. Die Bevölkerung kämpft auch mit einer großen Inflation, mit Treibstoffengpässen zum Beispiel oder auch mit Stromengpässen und so weiter. Also wirklich Fan ist fast niemand von diesem Regime. Wir sprechen hier über Ansätze der Normalisierung, über eine diplomatische Offensive. Gleichzeitig muss man auch sagen, in Myanmar herrscht immer noch Krieg. Sie haben das auch beschrieben. Wie sind denn diese Bemühungen des Regimes in diesem Kontext zu sehen? Ja, also in der Tat widerspricht das natürlich in vieler Hinsicht der Realität. Nach wie vor wird weiter bombardiert. Es gibt Zwangsrekrutierungen, zum Beispiel, um genügend Soldaten zu bekommen. Aber das Militär, das muss man auch sagen, das konnte zuletzt verschiedene Gebiete zurückgewinnen, vor allem auch dank Hilfe aus China und Russland, die eben nicht wollen, dass das Regime fällt. Gleichzeitig ist ein Ende des Konflikts trotz dieser diplomatischen Offensive natürlich in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Das sagt Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir klären gleich, was es braucht, um hochgiftiges Quecksilber aus den Böden am Walliser Großgrundkanal zu holen. Warum es einige Fragezeichen gibt bei der Zukunft der Berufslehre in der Schweiz. Warum die US-Regierung zwar gerne auf die UNO schimpft, einen Austritt aber nicht wirklich in Betracht zieht. Und zum internationalen UNO-Jahr der Hirten und Weiden haben wir 2 Hirten besucht. Einen in den Schweizer Alpen, einen in der afrikanischen Savanne. Die flächenmäßig größte Bodensanierung der Schweiz geht nach rund 10 Jahren ihrem Ende entgegen. Die Rede ist von der Quecksilberaffäre im Oberwallis. Die damalige Chemiefabrik Lonza hatte bis vor wenigen Jahrzehnten tonnenweise hochgiftiges Quecksilber über einen offenen Abwasserkanal entsorgt. Die Chemikalie verunreinigte in dieser Zeit eine riesige Siedlungsfläche in der Umgebung von Visp. Wiesen, Bauland, Gärten, Spielplätze. Was heute noch davon zu spüren ist, Wallis-Korrespondentin Ruth Seeholzer. Die Tomaten in seinem Garten kann der 75-jährige Josef Kämpfen wieder bedenkenlos essen. Sein Gartenboden war so stark mit Quecksilber verseucht, dass dieser komplett abgetragen und entsorgt werden musste. Hier der Garten, dann musst du nur 40 cm wegnehmen. Aber vor uns, wo der Rasenplatz ist, dann musst du 2,20 Meter aber alles wegnehmen. 2,20 Meter, so tief war der Boden beim Sitzplatz vor dem Haus, verseucht mit Quecksilber, wie Messungen in den Jahren 2015 und 2016 ergaben. Das Haus von Josef Kämpfen steht in Raron, wenige Kilometer von Visp entfernt und vom Großgrundkanal nur durch eine schmale Zufahrtsstraße getrennt. Genau in diesem Kanal entsorgte die Chemiefirma Lonza bis weit in die 1970er Jahre Quecksilber, rund 30 Tonnen hochgiftiges Material. Weil der Großgrundkanal regelmäßig von Ablagerungen befreit werden musste, gelangte das Quecksilber so über Jahrzehnte als damals willkommener Schlammdünger in die Böden entlang des Kanals.
Später wurde aus diesen Wiesenbauzonen immer mehr Menschen bauten ihre Häuser entlang des Kanals. Entdeckt wurden die vergifteten Böden erst 2010. Betroffen waren insgesamt über 100.000 Quadratmeter Boden in den Siedlungsgebieten von Visp und Rarom. 2016 begannen die Sanierungsarbeiten. Gärten wurden umgegraben, Rasenflächen abgetragen. Insgesamt 160.000 Tonnen belastetes Material wurde ausgehoben und auf Deponien in Nachbarkantonen und im Ausland entsorgt. Heute sind diese Sanierungsmaßnahmen zum großen Teil abgeschlossen. Gekostet hat das insgesamt gut 50 Millionen Franken. Den größten Teil davon, über 90%, übernahm Lonza. Nicht präjudiziell, also ohne Schuldanerkennung, wie es damals von Lonza hieß. Renzo Cicilline ist heute Standortleiter der Lonza in Visp. Man könne von einer gewissen Schuld von Lonza sprechen, aber... Ja gut, ich meine, Lonza hat vor vielen Jahrzehnten, teilweise vor 50 bis 100 Jahren, Quecksilber in den Großgrundkanal geleitet. Das war damals erlaubt. Damals hat man so Entsorgungen gemacht und Lonza durfte das. Trotzdem war Lonza bereit, für die Schäden aufzukommen. Ich meine, wir stehen irgendwo mit unserem Namen. Und vor diesem Hintergrund ist und war es Lonza auch wichtig, dass wir das aufarbeiten. Wir sagen immer, wenn wir in die Zukunft schauen und wir investieren ja viel, dann dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Langjährige Gerichtsverfahren konnten so vermieden werden, erklärt Renzo Cicilline. Derselben Meinung ist auch Franz Ruppen, der für das Dossier Umwelt zuständige Walliser Staatsrat. Wir sind damit zufrieden. Es konnte da eine gute Lösung damals erzielt werden, sodass diese ganze Angelegenheit nicht vor Verwaltungsbehörden oder vor Gerichten ausgefochten werden musste. Für Josef Kempfen bedeutete der Quecksilberskandal erstmals Sorgen um die eigene Gesundheit. Dass die Sanierung dann restlos von Lonza und dem Kanton Wallis bezahlt wurde, war für ihn eine finanzielle Entlastung. Heute hat er mit diesem Thema abgeschlossen. Heute sieht das gut aus. Ich denke Quecksilber nicht mehr, wenn wir hier im Garten sind. Denke ich daran nicht. Und auch von uns im Raso. Heute ist das wieder wie früher. Ende gut, alles gut, könnte man also sagen. Zumindest was diese eine Bodensanierung in Raron betrifft. Denn mit der Altlastendeponie Gamsenried der Lonza oberhalb von Visp, der größten Deponie ihrer Art in der Schweiz, wartet ein ungleich größeres Sanierungsprojekt. Laut Schätzungen wird das 10-mal mehr kosten, bis gegen 1,5 Milliarde Franken. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Darauf hat die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, kürzlich in einem Bericht hingewiesen. Auch in der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 24-Jährigen jüngst wieder leicht gestiegen, wenn auch auf tiefem Niveau. Generell steht die Schweiz im internationalen Vergleich gut da, punkto Jugendarbeitslosigkeit. Und doch machen sich Fachleute Sorgen um einen der wichtigsten Vorteile der Schweizer Wirtschaft. Wirtschaftsredaktorin Susanne Schmucke. Der große Pluspunkt der Schweiz ist das Berufsbildungssystem mit der Berufslehre. Allerdings, die verliert an Zulauf. Der Anteil jener, die nach der obligatorischen Schule eine Lehre machen, ist innerhalb gut 30 Jahren um gut 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Uni Bern, beunruhigt das. Das macht mir deshalb Sorgen, weil der Rückgang zwar schleichend ist, aber wenn er schleichend ist, dann besteht auch die Gefahr, dass man zu lange nichts dagegen unternimmt. Und kleine Veränderungen mit der Zeit zum großen Problem werden. Dabei hat das Schweizer Berufsbildungssystem diverse Vorteile, wie der Bildungsökonom erläutert, vor allem wegen der Übergänge. Weil erstens nach der obligatorischen Schule auch für schulisch eher schwächere Jugendliche Angebote zur Verfügung stehen. Die zweite Nahtstelle nach Abschluss einer Lehre, auch dort haben wir weniger Probleme, weil die Leute, die eine Lehre gemacht haben, schon 3-4 Jahre Berufserfahrung haben. Und drittens, weil in der Schweiz auch Leute mit Lehre an die Hochschule können. Und wenn sie das machen, haben sie bereits Berufserfahrung, ein Riesen-Pluspunkt auf dem Arbeitsmarkt. Kurzum, das Schweizer Berufsbildungssystem funktioniert, weil es Theorie und Praxis geradezu ideal verbindet. Aber eben, auch wenn es schleichend passiert, wenn zunehmend weniger junge Menschen diesen Weg wählen, erodiere das System mit der Zeit. Dann kommt ein Teufelskreis in Gang, bei dem eben dann die Abwanderung zunimmt, weil die verbleiben, das sind die keine anderen Möglichkeiten haben. Auf dem Weg dorthin befinde sich Deutschland.
ausgerechnet. Deutschland war lange Zeit das Vorzeigemodell für das duale Berufsbildungswesen, aber die Abiturquote ist so stark angestiegen in Deutschland, dass dort das Berufsbildungswesen jetzt schon seit mehreren Jahren kränkelt und die Zahlen der jungen Leute, die eine Lehre beginnen, ständig rückläufig ist und auch die Zahl der Betriebe, die Lehrstellen anbieten. Und wenn das so weitergehe, sei die Berufsbildung in Deutschland bald Geschichte. Damit es in der Schweiz gar nicht erst so weit kommt, will Stefan Wolter gegensteuern. Die Lehre soll wieder den Ruf erhalten, den sie verdient. Dabei sieht er die Individuen in der Pflicht, etwa die Eltern. Die Leute müssten besser informiert sein über das Berufsbildungssystem, vor allem auch darüber, wie durchlässig es ist. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Die jungen Leute und vor allem die Eltern machen nicht einfach nur eine Entscheidung für die nächsten 4-5 Jahre, sondern sie schauen weiter. Und wenn sie das Gefühl haben, dass eine Bildungsentscheidung, ein Bildungsweg eine Sackgasse ist, dann meiden sie diese. Das wäre auch richtig, wenn es eine Sackgasse wäre. Aber eben, ein Lehrabschluss in der Schweiz ermöglicht auch den Zugang zu höheren Schulen und Hochschulen. Und Menschen, die solche Berufswege gingen, seien oft höchst erfolgreich, sagt Stefan Wolter. Das sehe man zum Beispiel an den Einkommen. Es gibt allerdings auch institutionelle Faktoren, auf die der Bildungsökonom hinweist. Etwa die Doppelrolle der Kantone. Einerseits soll die Politik die Berufsbildung fördern, andererseits betreiben die Kantone die Gymnasien, also eigentlich die Konkurrenz zur Berufsbildung. Das muss in den Kantonen auch wieder stärker bewusst sein, dass eine Entscheidung, eine vollschulische Ausbildung aufzubauen, häufig eine permanente Entscheidung gegen die Berufsbildung ist. Auch wenn es eigentlich genug Betriebe gäbe, die Lehrstellen anbieten würden. Fazit aus bildungsökonomischer Sicht: Die Schweiz hat ihren stärksten Pluspunkt gegen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit immer noch in der Hand. Aber sie muss mitunter mehr tun, damit das so bleibt. Susanne Schmucke. Die USA unter Präsident Donald Trump pfeifen auf die Prinzipien der Vereinten Nationen und mokieren sich über die Weltorganisation. Einen Monat vor der Eröffnung der neuen UNO-Generalversammlung nehmen die Angriffe aus Washington an Schärfe zu. Häme und Verachtung schwingen mit. Doch austreten werden die USA nicht. Denn Mitglied zu bleiben hat für sie große Vorteile, selbst wenn Trump und seine Leute andere Botschaften nach außen tragen. Fredrik Steiger berichtet. Selten lässt US-Präsident Donald Trump eine Gelegenheit verstreichen, die UNO als nutzlos abzuwatschen. Überall auf der Welt müsse er selber Frieden stiften. Die Vereinten Nationen unterstützten ihn leider nirgends. I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations... Wenn bald die UNO-Generaldebatte eröffnet wird Trump erneut im großen Saal der Generalversammlung sprechen und die Bühne nutzen, um von dort aus gegen die UNO auszuteilen. Sein UNO-Botschafter Mike Waltz gibt bereits den Takt vor. Die UNO sei vom Weg abgekommen, nämlich Frieden zu sichern und Frieden zu stiften. The UN has drifted badly from its core mission. We've all seen it. Eine bemerkenswerte Aussage vom Vertreter jener Regierung, die das zentrale UNO-Prinzip, die Souveränität der Staaten, missachtet. Mit dem Krieg gegen den Iran, mit dem Überfall auf Venezuela, mit den Drohungen gegen Grönland, Kanada oder Panama und die bereit war, die Ukraine zum Verzicht auf weite Teile ihres Territoriums zu nötigen. Weil die UNO versage, müsse man sie auf Diät setzen, so Waltz weiter. Die USA haben bisher weder ihre Pflichtbeiträge für 2025 und 2026 für den zentralen UNO-Haushalt noch jene für Blauhelmoperationen bezahlt. Es fehlen also $4 Milliarden. Aus Angst, ihren Hauptbeitragszahler mit 22% Budgetanteil ganz zu verprellen, übt die UNO-Führung bloß Verhaltenkritik. Chefsprecher Stéphane Dujarric. Man hoffe, dass die Säumigen ihre Zahlungsrückstände begleichen. Gleichzeitig wiegelt er ab, nicht nur die US-Regierung schulde Geld. This is not about the United States or the Trump administration. We have been used to Bis vor kurzem sah es so aus, als bezahle Washington zumindest einen beträchtlichen Teil der Beiträge. Doch dann ärgerte sich Trump offenbar über die Wiederwahl von UNO-Menschenrechtshochkommissar Volker Türk, weshalb nichts daraus wurde. Bezahlen die USA 2 Jahre lang nicht, kann ihnen in der UNO-Generalversammlung das Stimmrecht entzogen werden. Jenes im wichtigeren Sicherheitsrat behielten sie jedoch.
Und der UNO ganz den Rücken zu kehren, erwägen sie nicht ernsthaft, macht Botschafter Waltz deutlich. Vielmehr solle der US-Druck die UNO verbessern. With the President's leadership, we are going to reform the UN to get it fit for purpose and back to basics. Trump will zweierlei. Erstens dem isolationistischen Teil seiner Anhänger signalisieren, dass er als Nationalist nichts von der UNO und vom Multilateralismus hält. Zweitens aber alle Vorteile nützen, welche eine UNO-Mitgliedschaft für die USA hat. Und das sind viele. Am wichtigsten, so Richard Gowan, UNO-Experte bei der Denkfabrik International Crisis Group, sei das Vetorecht. Trump will stay inside the UN for at least one reason, which is that the US knows it has to stay inside the... Dank dem Veto könnten die USA Israel und sich selber vor Verurteilungen oder Sanktionen schützen. Sie können vieles verhindern, was ihnen nicht passt. Zudem verfügen die USA, deren Schöpfung die UNO letztlich ist, dort über einen enormen Einfluss. Zögen sie sich zurück, dürfte China diese Führungsrolle erben. That creates space for China to gain more power in the organization. New York verlöre überdies den UNO-Sitz, treten die USA aus. Und sie könnten keinen Einfluss nehmen auf die bevorstehende Neubesetzung des wichtigsten internationalen Spitzenpostens, jenen des UNO-Generalsekretärs. Gerüchteweise hieß es bereits, Trump sähe FIFA-Chef Gianni Infantino oder die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado auf dem Posten. Dazu kommt, Washington profitiert davon, wenn die UNO mit ihren Blauhelmen zahlreiche Konflikte, die sie selber wenig interessieren, einigermaßen unter Kontrolle hält. Die US-eigene Lesart, ihre Kritik und ihr Teilrückzug stärke die UNO am Ende, teilt Richard Gowan von der Crisis Group entschieden nicht. Trump has made it harder for the UN to live up to its potential because he has withheld almost all US... Das Verhalten von Trump erschwere es für die UNO erst recht, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre Prinzipien hochzuhalten. Zumal es zwischen der US- und der UNO-Führung kaum noch konstruktive Kontakte gebe, ja zwischen Trump und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gar keine mehr. Ein fruchtbares US-Engagement in der UNO ist also weit weg. Seit Jahrtausenden halten die Menschen weltweit Nutztierherden, beweiden damit Flächen und pflegen so die Kulturlandschaften. Wissen und Tradition wurden von Generation zu Generation weitergereicht. Bis heute hat sich die Lebensweise gehalten, aber sie hat sich verändert, ist geprägt von neuen Herausforderungen. Die UNO hat das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Weiden und Hirten erkoren. Was macht das Hirtensein heute aus und welche Probleme gilt es zu bewältigen? Das zeigen wir an 2 Schauplätzen, in der Schweiz und in Uganda. Zuerst geht es auf die Chartalp im Kanton Schwyz oberhalb von Murtertal. Inlandredaktorin Livia Middendorp hat dort Erich Betschart besucht. Hier am das Ringels um uns herum, jetzt müsste darum 1000 Schafe sein eigentlich. Erich Betschart blickt in die weitläufige Berglandschaft. Auf fast 1900 Metern über mir kümmert er sich im Sommer um 70 Ziegen, ein paar Rinder und rund 1000 Schafe. Nur zu Fuß kommt man hierher. Die Sonne brennt, die Schafe liegen im Schatten. Erich Betschart sieht, dass es ihnen gut geht. Man sieht, sie schnaufen nicht streng, es ist immer noch wohl eigentlich. Und wichtig ist halt bei diesen Temperaturen, dass sie immer genug Wasser haben, dass sie immer saufen können, wenn sie wollen. Und da ist der schon noch wohl. Um 4:30 Uhr morgens steht Erich Betschart auf und dreht seine erste Runde. Bei über 1000 Schafen ist meist irgendetwas, ein vertretener Fuß etwa bei dem steinigen Gelände. Durch den täglichen Kontakt kennt er sie gut, er kennt viele an ihrem Charakter. Wenn sie so in der Weide raus sind oder eben in unserem Gebiet fressen, wo es sich weiten, wo sie sich verteilen, dann kannst du jedes Tier ein bisschen zuordnen. Erich Betschart ist 42 Jahre alt. Erstmals auf der Alp war er als 2 Wochen alter Säugling. Das Alpleben wurde ihm wortwörtlich in die Wiege gelegt. Das ist angeboren und das geht schon gar nicht anders, dass man es nicht machen kann. Ja. Ich habe natürlich das Glück, dass ich eine Frau dazu gefunden habe, die das auch mitmacht. Oder? Und jetzt bei uns ist es schon so, die Kinder sind auch hier. Vielleicht macht auch eins weiter, jetzt meint man, sie machen weiter. Aber zwingen kannst du niemanden, dass er es machen muss. Oder musst mit Freude dabei sein, sonst geht es nicht.
Die Arbeitstage sind lang und körperlich anspruchsvoll. Der Personalmangel ist ein großes Problem in der Alpwirtschaft. Die harte Arbeit und der tiefe Lohn sind das eine. Hinzu kommt der saisonale Einsatz auf der Alp, der sich oft nur schwer mit anderen beruflichen Tätigkeiten vereinbaren lässt. Ein paar Gehminuten weiter weg steht eine Tränkstelle für die Schafe bereit, eine von vielen. Persönlich haben wir natürlich jetzt hier einige. Ich meine, 1000 Schafe kostet nicht nur 60 Liter, da überlegen und tränken eigentlich, ja. Aber das hat schon Sommer gegeben, du brauchst das halt wieder nicht, wenn es den Alltag regnet. Erich Betschart hat Glück. Vielerorts in den Alpen ist die Trockenheit derzeit ein riesiges Problem. Es fehlt an Wasser und Futter. Doch hier oben hat es immer noch genug frisches und kühles Wasser. Viel kommt ja auch nicht, aber es läuft immer noch. Doch Schläuche legen und Tränken einrichten, das ist alles mit Aufwand verbunden. Es kommt auch mal der Helikopter zum Einsatz. Der modernen Technik könne man sich auch hier oben auf der Alp nicht verschließen, sagt Erich Betschart. GPS-Ortung hast du zum Teil schon auf den Tieren oben auch. Oder mit Drohnen gehst du schauen. Aber du musst das ein bisschen verbinden. Du musst das traditionell ein bisschen weiterführen, was ja jahrelang sich bewährt hat. Und gleich darfst du nicht stehen bleiben und musst dann mit der neuen Technik etwas machen eigentlich. Alles ersetzen könne die Technik nicht. Du kannst ja keine Beziehung zum Tier aufstellen, wenn ich aus der Luft komme schauen. Da muss ich gleich persönlich zum Tier annehmen. Du gibst ihm Salz, du schaust, dass er vielleicht ein bisschen Brot aus der Hand nimmt. Und so kannst du eine Beziehung aufbauen zum Tier. Und so magst du die Tiere auch im Gebiet behalten eigentlich. Neben der Tränke verläuft ein Zaun, geladen mit Strom, gegen den Wolf, erklärt Erich Betschart. 7,5 Kilometer lang. Ich sage, es ist echt schon, ich meine, was wir da für Material aufnehmen für einen Wolfschutz, ist echt abartig. Noch gab es keinen Angriff. Vorsorgen muss er trotzdem. Er rechnet damit, dass der Wolf irgendwann auch bis hierher kommt. Doch auch das halte ihn nicht davon ab, zur Alp zu gehen mit seinen Tieren. Aber sagen, Eltern haben sicher Mühe mit dem, dass man das wieder ändern muss, was sie aufbauen haben, dass das schlecht war oder nichts war eigentlich. Ja. Würde Erich Betschart mit den Tieren im Sommer nicht mehr hierher kommen, würde die Landschaft verbuschen. Nur wenn sie regelmäßig beweidet wird, bleibt sie für die Menschen nutzbar und die biologische Vielfalt erhalten. Livia Mittendorp war mit Hirt Erich Betschart in den Schweizer Bergen unterwegs. Auch in Karamoja, im trockenen Nordosten Ugandas, leben Menschen seit Generationen von und mit ihren Herden. Doch Dürre und Krankheiten machen diese Lebensweise zunehmend schwierig. Nur noch wenige Junge wollen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Afrika-Korrespondentin Sarah Flug hat 2 Hirtengenerationen getroffen. Die Kuhherde zieht durchs trockene gelbe Gestrüpp. Staub hängt über den Hufen. Anders als in der Schweiz kommt das Wasser hier in Karamoja nicht zur Herde. Die Herde zieht zum Wasser. Bewegung ist keine Unruhe, sie ist Leben. Nganga Samuel Lokonyene-Beru ist 65, groß, hager und trägt einen grünen Stoff um die Hüften. Er ist ein mächtiger Mann. I have cows like 208. 208 Rinder. Nur als eine einzige Herde sieht Lokonyene-Beru sie fast nie. So on the issue of dry season and the diseases, I try to scatter. Er verteilt die Tiere über mehrere Weidegebiete. 58 dort, 60 hier. Einige bleiben bei den Kindern, 3 bei seiner hochbetagten Mutter für die Milch. Nicht alles an einen Ort, nicht alles demselben Risiko aussetzen. Nicht alle sollen gleichzeitig sterben. Lokonyene-Beru weiß, wo er Wasser und Futter für die Tiere findet, wie man Krankheiten ausweicht. Er weiß, wann man bleiben kann und wann man gehen muss. Do they have names? It is called Anguria. All of them have names. Hanguria ist Lokonyene-Berus wertvollster Bulle. Er kennt seinen Charakter, hat ihm den Namen gegeben. Tiere bedeuten Vermögen, Nahrung, Sicherheit. Sie seien die Bank der Karamojong, sagt er.
Aber diese Bank lebt vom Regen. Dieses Jahr aber kommt der Regen spät und zu knapp. Wasserstellen trocknen aus, die Herden müssen weiter. Mehr Krankheiten ziehen mit. 3 seiner Rinder hat Lokonyene Beru dieses Jahr durch Dürre und Krankheiten verloren. Seine Antwort darauf ist Bewegung, weiterziehen mit den Tieren. Und ausgerechnet jetzt wird dieses Wissen kostbarer. Doch immer weniger Junge wollen davon leben. Abraham Lukwap ist 25. Er kann noch immer eine Kuh lesen, sieht, welche gesund ist, welche Geld bringt. Nur eine eigene hat er nicht mehr. Das Wissen seiner Eltern ist geblieben, die Herde nicht. Krankheiten, Viehraub, am Ende waren alle Tiere weg. Viehräuber kamen nachts. Sie töteten seinen Bruder. Lukwap überlebte. Die Narbe des Angriffs zieht sich bis heute über sein Bein. Manchmal träumt er nachts noch davon, die Milch der eigenen Kühe zu trinken. Damals schien es selbstverständlich, dass es immer Kühe geben würde. Heute vermittelt Lukwap die Tiere anderer Leute oder legt Ziegel, was eben Geld bringt. Mit eigenen Herden will Lukwap nichts mehr zu tun haben. Warum wieder in etwas investieren, von dem er glaubt, dass es verschwindet? Und seine Kinder? Sie sollen zur Schule, später vielleicht in Kampala studieren, nur nicht zurück zu den Herden. Lokonyene Beru hat die Tiere noch und das Wissen, das ihm von klein auf mitgegeben wurde. Sein ältester Sohn aber will beides nicht übernehmen. Traditionell wäre er es, der einmal Verantwortung für die Herde trägt. Doch ihn interessiert dieses Leben nicht. Noch singt Lokonyene Beru mit seiner Familie über Bulle Hanguria, über seine Farbe, seine Stärke, seinen Namen. Das Lied wird weitergegeben. Ob auch das Wissen weitergeht, ist weniger sicher. Das Leben der Hirtinnen und Hirten, einmal in Uganda, einmal in den Schweizer Alpen. Unser Schwerpunkt heute im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18:41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affenpranger, für die Nachrichten David Burkhardt, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.